Hunger. Ich habe Hunger und fühle mich unterzuckert. Ihr solltet kein süßes Parfüm tragen, wenn ich unterzuckert bin. Nur zur Info. Es könnte sein, dass meine kannibalistischen Instinkte geweckt werden. Ratzeputz würde ich euch vernaschen. Mit Haut, Haaren und eurem Handy. Natürlich mitsamt Ladekabel. Deshalb liegen auch keine Leichen in meinem Keller. Da liegt nur Asche. Und zwar viel Asche. Sehr viel Asche. Ich kann nämlich kein rohes Fleisch essen, nur gut gegrilltes. Aber Oliven mag ich sehr. Sogar roh. Und Feta-Käse auch. Gestern hat mir ein Grieche auf dem Markt sogar ein paar Oliven und ein Stückchen Feta geschenkt. Sein grinsender Kommentar: Schuldentilgung, Respekt. Dieser Mann würde sein letztes Hemd für mich ausziehen. Da bin ich mir sicher. Ihr letztes Hemd würde auch die rothaarige Jenny für mich ausziehen. Das bietet sie mir nämlich mehrmals täglich an. Aber nur gegen Bezahlung. Nö, dafür bezahlen tue ich nicht. Ich bezahle nur für den Bus. Wobei ich mich frage, weshalb die rote Jenny eigentlich bei Wind und Wetter auf den Straßenstrich geht, wenn sie doch auch Linienbus fahren könnte. Und zwar mit diesem einen Linienbus, dem 19er, der schon seit 30 Jahren an dem traurigen Wartehäuschen am Supermarkt vorbeifährt und dieses arme Häuschen nie mitnimmt. Er lässt das arme Wartehäuschen einfach warten. Stattdessen stellen sich dort bei Regen immer die Radfahrer unter. Neulich habe ich mal einen dieser Radfahrer gefragt, ob er eigentlich Radwege benutzen würde, wenn welche da wären. Darauf antwortete er mir schnippisch: Nö, muss ich ja nicht. Ich habe daraufhin an meinem Kleinwagen den rechten Außenspiegel deutlich vergrößert. Ich weiß ja jetzt immer, wann ungefähr dieser Kerl in der Gegend um den Supermarkt auf seinem Rad anzutreffen ist. Ah, Sie sind auch Radfahrer und meinen, ich sollte für dieses Denken und mit meiner schwarzen Seele doch am besten beim Fürst der Finsternis einziehen? Nee, das können Sie getrost vergessen. Weshalb? Weil der Fürst sein Haus nie putzt, weil er der Meinung ist, dort wäre es ja eh immer dunkel und keiner sieht den Dreck. Das mag ich nicht. Dreck unter dem Teppich. Das erinnert mich zu sehr an die Politik. So, und bei diesem Poli-Wort wird mir jetzt ganz übel. Muss erstmal was gegen meinen Unterzucker unternehmen. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, der Satirebaum schüttelt sich seine kranken Blätter vom Geist.